Moment sind wir mit Krise konfrontiert, die eigentlich nicht mehr als Vorstellung von einer modernen, vernetzten und technisierten Welt passen. Seit 2 Jahren leiden wir unter den Auswirkungen von einer globalen Viruspandemie, die man noch immer nicht richtig im Griff haben. Seit 2 Monaten haben wir einen ausgewachsenen Krieg für unser Haustür in Europa. Die Auswirkungen von den 2 Krisen sind global, erweisen sich in Form von Produktionsausfall, gesteuerte Lieferketten, dysfunktionellen Energiemärkte, an einer Inflation, die man so an der Form seit 7 Jahren vom letzten Jahrhundert nicht mehr hatten. Das ist also nicht übertrieben, wenn wir sagen, dass wir in exzeptionellen Zeiten leben. Über die Auswirkungen plötzlich aus der Perspektive von der Ökonomie als Betriebe würde ich mal Michael Reckinger, Präsident von der UL, schwätzen. Reckinger, dieser Patron von dem Handwerksbetrieb, Präsident vom Dachverband UL, wo alle Sektoren von unserer Ökonomie vertreten sind und sich austauschen. Wie ist Ihre Analyse von der ökonomischen Situation und der Gesundheit von den Betrieben? Was Croissance ubelangt, haben wir 2021 effektiv in Effet Rattrapage gesehen. 2020 war ganz schlecht Jahr, das wissen wir vom Covid. 2021 hat sich den PIB zuletzt verbessert. Der Stadtteil rechnet für 2021 mit einer Croissance von 6,9%. Da muss ich sagen, für 2022 sind das just noch 1,4%. Hauptsächlich durch die Unsicherheiten von dem Ukraine-Krieg. Und für 2023, 2024 rechnen wir mit einem zweimal mit einer Croissance von 2,9%. Parallel zu der Reprise wird sich aber ein anderes Problem, ein anderes Phänomen bemerkbar gemacht. 2021 haben die gesteuerten Lieferketten an der Tag an der Produktionen zu einem großen Engpass geführt. Das gesagt für allem am Bau, wo Materialien fehlen, wo Materialien fehlen, wo es ganz schwer ist, Preise nach Haut festzulegen, weil nicht weiß, wie die Preise ausgesehen. Und dafür ist das in die Lieferkette Probleme, also ein Problem, den es auch an den nächsten Monaten, man das ganze Jahr noch wird befassen. Gleichzeitig ist aber auch der Mond immens hoch, da das auch einerseits Weltmenagen und sowieso, weil auf Suche sitzen, die Banken haben eigentlich gesagt, dass Bankkonten zu Lützeburg für Privatleute 2 Milliarden Euro geklommen sind. Das heißt, die Leute haben gespürt an den letzten 2 Jahren, sie sind nicht an die Vakanz gegangen, sind ich kein Auto gekauft. Und das bringt mit sich, dass die Suchen aber da sind und der Markt ganz hoch ist. Das bringt dann direkt eine Inflation mit sich, die am Februar, März bei über 6% von den Verbraucherpreisen leidet, also eine direkte Konsequenz davon. Nicht nur von den vielen Suchen, die im Markt sind, aber für allem auch der Problematik mit den Lieferketten. Weil was gesehen wir, dass auch den Erzeugerpreisindex, also den Index, den die Inflation beschreibt, die Betriebe bei ihren Furnituren zu spüren kriegen, an den Erzeugerpreisindex, die liegt an Europa bei 20%. Das heißt, wir gesehen, dass wir mit der Inflation bei den Leuten, die bei 6% sind, wahrscheinlich recht am Anfang sind von der Inflation und dass die an den nächsten Wochen, an Monaten sicherlich noch wird klammen. Da kommt dann hoffentlich vielleicht nicht alles irgendwie, wir müssen also bei dauerhaft mehr Inflation erstellen. Ich meine, in China mit ihrer Null-Covid-Politik sind Häfen zu und da wird schon so nicht gut ändern. Aber die Situation mit den Lieferketten, die gesteuert sind, die haben wir schon wie lange. Los mit dem Krieg an der Ukraine im Moment dabei kommen, wie den Unsicherheit durch einen Faktor X erreicht. Wie müsste stehen in der Situation bemerkbar zu Lützeburg? Ich denke, das gesagt jeder selber direkt, wenn er bei Pompel fährt, für zu tanken. Die Energiepreise klammen enorm und wird noch in Zukunft nach weiter klammen. An noch die allgemeine Verunsicherung, die klemmt. Russland ist von den größten Fournisseuren von Öl und Gas. Und wir wissen, dass
Sanktionen an der Schwierf sind, muss just gucken, wen der für die Sanktionen möchte. Also Europa, die kein Gas mehr kauft oder so, und Russen einfach mehr Guinea, kein Gas mehr. Allein gestern haben sie dezidiert, Russen, dass sie Polen und Bulgarien kein Gas mehr liefern. Ich gehe davon aus, dass wir nicht lange müssen warten, dann wird der Rest auch von Europa kein Gas mehr haben. Und dann haben wir, da sind wir in einer neuen Situation, und auf die neue Situation müssen wir es dann abstellen. Lützeburg ist traditionell Gewinner gewesen von der Globalisation, wenn man viel zu wissen, ganz Welt verkaufen. Ich meine, die Krise doch in geopolitisch Änderungen macht. Christine Lagarde von Zentralbank tut zum Beispiel, dass die Globalisation, wie wir sie kann tun, rüberwärts sind und dass man mehr an regionale Strukturen gehen. Das ist auch kein guter Novell für Lützeburg. Ich weiß es nicht, ob das kein guter Novell ist. Aber ich meine, wir sind uns bewusst, dass unser Businessmodell ganz auf den Finanzsektor ausgerichtet ist. Ich meine, wenn an der Politik durch her dafür auch mit unserem neuen Ökonomieminister Franz Fayot schwätzt, dann ist es ganz klar, dass wir müssen auf nach ein anderes Businessmodell, ein nachhaltiges Businessmodell kommen. Und auch in Europa, das ist die Vision trotzdem nur, dass wir neue Marché müssen neu entdecken. Da schwätzen sie von der Santé, wir müssen gucken, dass wir heute in Europa Medikamente machen, wir schwätzen von Chippen, müssen gucken, dass wir in Europa auch die Chipindustrie hinkriegen und kommen dann ganz andere Industrien, die wir am Anfang delokalisiert haben an die Welt, die müssen wir zurückkriegen an Europa. Ist das ein gut Novell für Lützeburg? Ich meine, wir kriegen keine mega Chipfabrik, wir kriegen keine mega Medikamentefabrik auf Lützeburg. Trotzdem müssen wir gucken, dass wir nische Politiken rausfinden, wie man das immer gemacht hat, für Land abzustellen, für das in Zukunft, dass auch von dem Kuchen, den wir sicherlich auf Lützeburg, an Europa kommen, dass wir da ein Stück von dem Kuchen auf Lützeburg kriegen. Eventuell auch eine Chance für Lützeburg. Entretemps haben wir Defekte von der Krise, und weil wie oft, wenn wir zu Lützeburg eine Krise haben, dann haben wir ein Instrument, das heißt Tripartit, das Summergruf gibt. Das war Ende März der Fall, wecken, dass du als Tripartit an über das Resultat vielleicht zählen. Also für dich muss ich mir ja die Tripartitgänge für nicht hätte lösen. Und ich meine, den aus von alle Götten, die du suchen, auf am Anfang von alle Götten gedeelt gehen, dass man an enger das Lützeburg Ökonomie am Druck ist. Und nicht recht sind der letzte Jahr, nicht recht sind der Pandemie, mit das ist im Prinzip schon das Beispiel geholfen enger Sandburg mir bei mir. Wenn Flut könnt, da tun wir alle gut mal diese Kamera gemäht und gesagt, wie löst Fundationen von der Burg weggespult gehen. Und das ist das, was Lützeburg an den letzten Jahren erlebt wird, oder Lützeburg Betriebe. Wir haben immer als Trupp gesagt, gehen ob es an dem sozialen Bereich, als Familienbereich, als dass man congé familiale Kouten, congé pour raison familiale Kouten, congé star Kouten, aber an all Götten den Reglementationen, die immer mehr Chargen auf die Entreprisen Druck gebracht haben, das tut alles und das knackt alles unter Basis von unseren Betrieben an irgendwo mit der Ukraine-Krise oder man Covid oder mit der Ukraine-Krise gesehen wir aber, dass du riskiert die Welle, die man all auf der Sandburg kennen, die denke die Sandburg aber wäsch hält, dass die du aber können, man muss ganz gut aufpassen, dass man nicht du wäsch geschwommen gehen. Und das ist das, was wir gewiesen haben an der Tripartit, mit ganz spezifischen, ganz detaillierten Zahlen konnte man belegen, alle Sektoren
den betraf ass op dat den Kommerz ass den an dem Covid geliden huet den Toreska die an Covid geliden vu Käsen eidel sinn du hast nicht mir do am hu geschwert vum 8 net wo mat de Lieferketten am Bau fuchwer Probleme si mir können iwwer den iwwer d'Alimentatiioun schwäze wo man ja haut nach enke Gesetze an der Chamber hunn iwwer den iwwer Descheen die als Rëmenkeier wéi wetten do an Erbesplätze werte kachte, weil de Rëmenke alles mit daier mech. Schwätzen awer vu den an de Lieferkette vun an der Alimentatiioun, wo Denrée wo ja alles wat man akäfen mit daier gët op dat lo Fleeg op dat Weizen ass dat alles dat frist und der Kompetitivitéit vun eise Betrieber Bankeplatz ass eng die wichtigste Platz, die man hunn an die verléiert sind der Joren verléiert hun Attraktivitéit 200 Banken am Jahr 2000 haut nach 130 der Mann 130 Banken. Den Fongenindustrie, die bei 57%, 75% waren per de Marché, haut sind sie noch bei 53% per de Marché. Alles dat mischt, dass man überall attackiert geht, überall Probleme hunn, überall Risiken hunn, an die Risiken konnte man weisen an e großen Deel von der Tripartit als Empfang über die Analyse von der Situation gegangen. Hat gemengt net viel Ziffer kommen an Fakten hun Partner der Tripartit an denen die Erschätzung gedeelt. Also Chiffren hummer hinne Brut mehr als hun die Chiffre Brut de Statequette die Chiffre Brut wie immer waren die Sozialpartner Gewerkschaften an der Hinsicht net viel berät, also Keberbeier go von hinnen sie hun dieselbechte rote Klasse, den ich vom Nora Back kennen von Reunionen von den letzten Jahren dieselbechte rote Klasse hatte doch dabei hue den opgemäht an hue geliers, was sie alles gern hätten von Revendikationen, kein eng Revendikation chiffriert, kämen immer nur gefrot wer kasch ist dat. Wie soll dat bezuelen? Wie soll dat bezuelt gehen? Wat Inzident op de Budget? Kein Zuelhummer von hinne krit. Von do hier hätte man trotzdem in Akkord, dass man ein Risiko hunn, me finalen OGBL den denkt wirklich just an Memberschaft, an dem schafft just fir seng Memberen an huet nie eng Vision vom Allgemeinwohl vom Land. Mehr hun probéiert wie gesagt, den Etat de lieu zu machen, an Hand run auch aus dem Etat de lieu natürlich als Förderung noch gestartet. Vielfalt net viel Höhe von Förderung von der Propositionen Förderung sieht dann an Tripartit rage. Eben sie mehr an dat auch wiederholen mehr sie net mat Förderung an die Tripartit rage mir noch gut wie run kein Gestalt, auch wenn den OGBR lo 4 1. Mai immerem seht mehr hätte von Ufang und nimmen an der Presse und überall auf den Index geklappt, aber das nicht vor. Duell hat kein so gemäht, weil mehr du hingegangen sind an auf Basis von der Analyse dann am Anfang gehofft hun, dass sie selber gesagt, dat wat neidig ass. Wat mir gefuer, dat man hingegangen wie gesagt, mir hat eng Index-Tranche Oktober 22 gesagt, komm lo net bei 6 Mai schon eng am April 23 kom gucken, dass man den Betrieber Visibilität mir hat eng am Oktober 21 an kann keng am April 22 gucken, dass man am 22 Lsch kommen oni Indexranschwellmer halt die Inflationsrisiken, die man eben durch die Kristo hunn, die wird Entreprisen immens impactieren. Und dann gucken wir, dass wir 22 nicht machen und dann kommen wir 22 auf ein neues System, auf das Index-System zurück. Immer haben wir gesagt, komm, wir verrickeln sie nicht, sie Wäschwelle wie den OGBL auch falscherweise seht. Wir haben gesagt, komm, wir verrickeln sie. Aber wir haben noch von Eis die Idee kommen, apropos kommen wir helfen für allem den ganz vulnerablen. Den ganz vulnerable steht an den ganz vulnerablen
Entreprisen. Wir wollen nicht mit der Strenz über die Entreprise führen, aber wir wollen auch nicht mit der Strenz über die Leute führen. Wir hätten gerne, dass die Vulnerabel, die wirklich Probleme haben, dass die durch die Büsch kommen, an der Krise, die wir haben, in den genug verdient, dann am Anfang gut gesagt 60.000 Euro pro Jahr, das ist das Limit, die man soll setzen, das ist ungefähr der Salär Median, den man zuletzt beschuldigt, die unter dem Salär Median sind, denen soll man helfen, an die drüber. Wir sind an einem Krieg, Europa also am Krieg, an einem ökonomischen Krieg haut schon, da muss man auch Konsequenz haben, an einem Krieg kann ich nicht mit der Strenz über die führen. Da tun wir also gefordert mit der Idee von den Salarien, die ich gerade gesagt habe, aber bei den Unternehmen gemacht wird. Das schwer für darin, als Betrieb, den schon auch gesagt, mein Betrieb auch ich werde Probleme haben mit den Energiepreisen. Ich muss gucken, durch die Büsch zu kommen. Ich werde dann Männer Benefis das Jahr machen, Männer Chiffre machen, alles das wird mich impactieren. Aber an der Phase, wo wir los sind, also nicht und die Betriebe, die packen, für danach mehr zu freuen. Wir haben gesagt, komm, wir holen die energieintensiv sind, die wirklich riskieren, mehr müssen zu machen, denen müssen wir helfen. Da geht es doch in europäische Framework für das zu machen, und wir im Kader können wir utilisieren, den wir holen, schöpfen die ganz aus, das wird Breseleis erlebt. Und für all die anderen Betriebe, können wir gucken, wie weit, können wir gucken 2020, 30, 2050, was müssen wir an der Transition energetik machen, und wir gehen mal als heute an der Tripartite, für das wir da gezielt helfen für die Échéancen. Und auch da hatten wir ein Wording, das super gut war, den wir nur am zweiten Tag, und da kann jeder in Pressekonferenz nachlauschen, wo wir alle mehr oder minder den Akkord hatten über das, was soll sein. Nur der erste Woche kommt noch ein zweiter und da kommt dann alles ähnlich. Das wäre die Konst, dass man zu Lützburg nicht auf Dauer aufschirmen können, wenn über alles, was auf der Welt geschieht. Und vielleicht zurückzukommen, du in Akkord für den Indextranchen Deelweis Akkord für den Indextranchen zurücklegen, Kontrapartie wäre, dass Kaufkraft Deelweis kompensiert geht für allem für die Menage mit irgendwie Klängen ankommen, sondern wäre da ein bisschen Diskussion zwischen der Regierung und der Gewerkschaft, wieso die Klängen Revenu, die so kompensiert, gehen da geht. Also du musst, auch da muss ich denken, Nogibel seht ihr immer, gif alle Menschen schlägen, den Ähnchen bis lo, den auf der Place Publique gelungen hat, gelungen hat, das ist ein Nogibel. Nogibel, den an der ersten Woche war den nach, war dabei. Wir waren meist mehr oder minder eins, die Pressekonferenz war ziemlich klar, nur der erste Woche. An der B-Mol, du hast mal am Back an hier ins Konzert gegangen und du hast mega noch aufgeschossen gehen, weil an der zweiten Woche, als sie dann mit den ominösen 160.000 Euro kommen, wo sie dann festgestellt wird, sie da gemerkt hat, das wäre nach vulnerabel, 160.000 Euro am Jahr, wo jederin sich in den Kopf gegriffen hat, gesagt hat, der hat den Kopf geschossen. Also wirklich, das wird kein Mensch verstanden, dabei, an sie, muss ich noch so, sie als an die letzte Tripartite alle Gewerkschaften, die 3 Gewerkschaften waren zu 2, das heißt, die waren zu 6 als Gewerkschaften an der Tripartite. Just die letzte als Nogibel zu 4 kommen. Das heißt, jetzt sind 2 Polizisten dabei gesagt, die gut abgepasst sind, dass man dann nicht umfällt. Sie wird dann noch immer wiederholen, sie hat kein Mandat. Wenn sich kein Mandat geht los für seinen Konzert, dann ist er auf der falschen Platz. An der Diskussion, die man dann hatten, wo den OGBL, wo die Gewerkschaft mit 160 angefangen haben und über 130 Rufgänge sind, haben wir dann lo an diesem Park kriegen alle Salarien bis 100.000 Euro kriegen eine Kompensation, das wird auch den LCGB an TGFB mitgedrohen haben und der OGBL dann refusiert wird.
das schon ein bisschen erstaunlich, weil wieso hätten immer am Kopf das Gewerkschaftsfront die ähnlich hier den LCGB und das CAP schwätzt von einem Akkord in der Situation muss für wie kann das sehen, dass Gewerkschaften den Akkord so unterschiedlich bewerten? Also das ganz klar herauskommt, dass die Forderungen, die dann zum Schluss noch kommen, sind nicht waren nur GBLs Forderungen und noch die einer zwei Gewerkschaften waren du bisschen mal erlesen, sind aber am Anfang für die Form zu wären und sie gesagt, sie wären, das wäre dann zu summen zu hören, dass man durchkommt, das klar eine GBLs Forderung. Der GBL ist noch mal ganz andere Forderungen kommen und dafür muss ich noch so, dass man hier aber in Akkord rauskriegt tun, den für jeden Konsens war, wo, wie gesagt, von den 6 Parteien, wenn sie will, da 5 Stück sich aber konnten drauf ähnlich. Und LCGB an CGFP, also das sind hier wieder gesagt, dass Betriebe an Salarien an engem Boot sitzen. Sie haben das verstanden, also sie haben gesagt, wir müssen gucken, dass das Boot 4 fährt, aber wenn das Boot 4 fährt, dann ist das gut für Betriebe, und dann ist das gut für Salarien. Und du musst halt mehr weit gucken, wie kurzfristig das Interesse von den Membern. Nur GBL hat ganz klar, war hier nicht bereit, den Fokus auf 12 vom Land zu legen, wir hin als Rang nehmen, ob die finanziellen Interesse von seinen Membern ergängen, egal was das kostet oder was das kostet gäbe. Die ökonomische Situation vom Land spielt keine Rolle. Es geht just darum, für den eigenen Membern mehr an den Portemonnaie zu bringen. Und, wie gesagt, wir haben den Akkord unterschrieben und nur GBL sozusagen mitzeugt, dann müssen halt gucken, dass es durch den Reis kommt. Sondern das ist den UGBL mit Le Bon Pont d'Affaires an der Gewerkschaftsszene und hat gekündigt, dass die gewerkschaftlichen Mesuren die nächste Monat, das nächste Jahr, so lange wie die muss werden organisieren. Den Akkord steht, ja, aber da sieht den auch vorgestaltet durch. Nee, ich meine, das sicher nicht, denn UGBL geht auf die Straße. Madame Back hat gesagt, sie will keine Gilets jaunes. Wenn es dann muss sein, dann wäre dann gibt dann aber hart demonstriert gehen, dann muss sie wissen, was sie da in der hart versteht. OGBL ist aus seinem Rolle. Die Organisationskultur und Selbstverständlichkeit vom OGBL als der Klassekampf an Konfrontation. Ohne Kampf und ohne Konzentration geht es beim OGBL nicht. Ich habe persönlich mit den 2 letzten Präsidenten zu dir gehört, mit Nora Backer, für drum am Röllchen. Aber bei den 2 war an das Haut nach ein Kompromiss mit dem Patronat eng defekt. Du hast bleibt der Patron ein Feindbild an alles, was Kompromiss als ein Defekt vom Salariat gegen Kapital, also da sind wir an ganz klare kommunistischen Gedankentum, den die 2 haben, noch immer hatten, und dafür sind sie für mich auch nicht kredibel an einer Verhandlungsdiskussion. Und dafür sind wir froh, dass wir heute die Resultate auch ohne sie fertig bringen. Ich meine, die Regierung, 2 Gewerkschaften, duell, entretemps auf 52 für 60 Deputierten haben sich für den Akkord ausgeschwert, da das ein stark demokratisches Mandat gegen den OGBL. Hin hat sich isoliert, hin protestiert, aus einem Eck, mit Legitimität vom Akkord hast du absolut nicht auf Frohgestalt. Als das einmal frohgestalt ist, also ein Tripartit, an dem dort den Kader, weil wenn den Geist von der Tripartit nicht bei denen als für Kompromiss zu finden, dann brauche ich noch kein Tripartit mehr. Vielleicht aus Betrieben zurückzukommen, ich meine, das so klar gehen, dass Transition energetik nicht ein Froh vom Klima aus, sondern auch ein Froh von der
Versorgungssicherheit, also vielleicht eine Frage von der europäischen regionaler Sicherheit. Und technisch ja oft, dass alles wird am nächsten Jahr von Erde, vom Enkadrement Betrieber geht, sich wirklich auf Klimawert und die Transition energetik wird konzentrieren. Da könnt ihr wissen, erstmal Tripartite-Akkord so raus. Ja, ich meine, einerseits wird den Tripartite-Akkord die Direkthilfe für die ganz impactierte energieintensive Betriebe décidéiert. Ich meine, das ist etwas, was für alle Großindustrie unbelangt, mehr aber wahrscheinlich auch macht diese nicht verschiedene Alimentationsbetriebe, die kriegen direkt geholfen. Müssen aber auch halt klar so, nicht dass das dabei so falsch verstanden wird. Es muss in ein Pert machen, es muss in ein Heichpert machen, die Äden sind limitiert ob de Memoire 80% von der Pert, also es wird immer noch ein Pert bleiben. Also von daher brauche ich nicht zu mengen, dass du irgendein best oder geht viel Schuss nehmen Liveliere von den Unternehmen. Die Energie muss schon einen bedeutenden Kostenfaktor. Und dann plus muss den bedeutende Kostenfaktor. Und das ändert als für die Geschäfte, dass die Transition energetik an das ist etwas, was wirklich auch an der UL, mir auch macht dieser Net, undreift, mehr gesehen einfach, dass man bis 2030 am Durchstimme han drun an 100 den Akkoren an 100 den Pneck, dass man 50% meiner Energie müsse verbrauchen. Wenn man dat willen Pferde springen, muss man als Betrieber du ganz fit machen, dass dat funktioniert. Und an dat lo ganz sehr muss kommen. Du werd kurzfristig Initiativen auch vom Mittelstandssektor präsentiert gehen, für dass man do Firo komme, weil 2030 so sehr an dat wird so daier gehen, dass du wirklich dass man du müssen Hölle verkreen an schmengen das Ministerin Algorithmen mit dem wissen, wer der Plötze bist könnt an dat doch auch dat werden unterstützen. Wir sind garantiert noch nicht durch den Busch, fehlt ein bisschen Visibilität, was man alles da könnt. Den Druck auf die Regierung für Decisionen soll doch recht bleiben. Was erwartet ihr dann von der Regierung nächsten Monat? Was müssen da für Decisionen geholt kommen? Oder nächsten Monat, nächsten Jahr? Und das ist das, was wir kurzfristig müssen gesehen. Die Transition auf etwas Neues muss den Blick auf das Neue bringen, mit muss aber auch die Transition darf nicht vergessen gehen. Was heißt das? Das heißt, dass man, wenn man 2030 50% Manner Gas solle verbrauchen, da wird man aber noch immer 2030 50% Gas verbrauchen. Da dürfen wir heute nicht vergessen. Wir dürfen nicht den Gas komplett diabolisieren, aber wir müssen den Weg auf 50% Manner vorbereden. Aber wie gesagt, nicht haut Reglemente oder Decisionen holen, für komplett wegzuholen. Dasselbe ist auch beim Benzin. 50% Männer Benzinsautoen oder Dieselautoen hecht aber trotzdem noch immer 50% Benzin oder Dieselauto. Und das ist eine Transition, wo man das irgendwas mal haben, nicht vergessen können, nicht vergessen dürfen, aber wir müssen gucken, dass man das richtig abbauen an das, was man da nur will. Dann hat man wirklich die Impression, dass man zu viel als auf Endziel fokussieren, ohne den Weg, den man dahin feiern, dass man den begleiten. Das ist bei den Autos den Hybrid, den hilft da schon immens viel. Haut zu das als den Hybrid verpönt. Das ist für mich eine Falschpolitik. Wir müssen den Hybrid mitholen als ein Teil von der Lösung. Umweg für die Transition, und du kannst bei ganz vielen von denen Ideen, die man haben, kann ich das immer abwehren, für zu sagen, komm, wir verdeifeln nicht das, was wir haben, wir probieren das, was wir haben, zu verbessern, für dahin zu kommen, wo wir dann in Zukunft will sind. Wir haben im Moment noch zuletzt bestehst Kaufkraft in Europa, heute auch gut Peien an den anständigen Sozialsystem. Und den haben wir ja nicht, weil wir dazu dezidiert, und den haben wir ja, weil wir bislang noch eine relativ kompetitive Ökonomie und einen starken Finanzplatz hatten, gibt es nicht genug gemacht, für dass wir die finanziellen Grundlagen behalten, dass wir das nicht alles können leisten. Ich will denken, das war schon gerade gesagt. Wenn wir gerne 2% Wüstung, 2-3% Wüstung haben, wir brauchen dann von 5%. Das ist, wenn wir die wollen, gerne behalten, da brauchen wir Haut 2-3%, wo 5% Wüstung auch unter Arbeitskräfte
Arbeitskraft. Das heißt, wir müssen die Leute hinkriegen. Das will aber kein. Wenn du bei so lauscht mit dem Wohnungsproblem, wir wollen ja nicht noch weiter an dem Sinn wissen. Das heißt, wir wollen mehr Gescheit wissen. Auch die Transition dahin müssen wir begleiten, wir dürfen nicht verdeifeln, wir müssen gucken, die starken Finanzplätze, die wir haben, zu erhalten, denen neue Perspektive gehen, für dass man den Motor, den selber treibt, und das Finanzplatz, dass man die halt zu Lützenburg behalten. Und dann muss ich auch die dogmatischen Diskussionen abhören für denen, die man dann die man hinwelle kreen, die natürlich müssen deckpaien und die natürlich müssen hier Avantage kreen, für das hinkommen, für denen dann direkt de Jalousiesdiskussionen darum welle wäsch zu hellen. Da sind wir wirklich total op zwei verschiedenen Linien NRW. Wir müssen eins fokussieren, ob das was man haut tun, für das weiter besteht, für das funktioniert. Und dann mit dem, was man tun löst, eine Transition schaffen, ob das, was man dauerhaft will behalten. Das ist ein ganz schwerer Exerzice. Mit muss ich immer rappellieren, dass man die Dogmatismen rauskriegen aus den Diskutieren von den einen und von den anderen, ob das bei Sozialisten, also bei Grünen, also da ist immens viel Dogmatik dabei, und da muss man gucken, dass man deren immer zur Summe kriegen, für zu sagen, hey, was geht, dann geht es meist Land, Sozialstaat, und ohne Betriebe haben wir keine Sozialstaat, also wenn wir nicht fertig kriegen, dass Betriebe weiter die Wüstung haben, den sie haut tun, da wird man den Sozialstaat nicht bezahlt kriegen, also ist noch viel Arbeit für uns. Bild vu alle Geburt sitzen das nächste Meer den UL-Präsident nicht mehr. Geht fischen sind wir da gut aus? Das gute Plan. Dat war der Michael Reckinger Präsident für UL. Merci.